Da sind wir schon wieder eine Woche vorbei. Das geht immer mega, mega schnell. Ich staune immer wieder. Das ist schon jetzt unsere 6. oder 7. Woche. 5. Woche. Ich hab das Gefühl verloren von irgendwie, wie lange es geht. Ah ja, genau. 6. ja, du hast recht. 6. Woche. So lange sind wir schon zu Hause in unserer Quarantäne. Aber wir haben eine schöne Quarantäne, muss ich jetzt auch zugeben. Genau. Heute haben wir ein sehr interessantes Gebet, das wir mit euch zusammen durchbeten möchten. Ein bisschen eine andere Form. Susanna, was ist das Thema von heute? Das heißt das Bibellesegebet. Und das ist eines meiner Lieblingsgebete, weil für mich das die Bibel so richtig lebendig und so richtig alltagsbezogen macht. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern haben jeden Tag mit uns Kindern die Bibel gelesen. Wow. Aber wie ich schon oft betont habe, es waren einfach schwarze Buchstaben auf einem weißen Blatt. Ich habe das nicht verstanden und es hat nicht gelebt. Und diese Gebetsform hat mir geholfen, dass alle Sinne mit einzubringen und dass das Wort Gottes lebendig wird in meinem Leben. Genau, ich finde es eben auch spannend, wenn man eben so ganz verschiedene Gebete durchgeht, dann wird eigentlich die Facette, wie man beten kann, plötzlich breiter, weil die meisten von uns kennen das Vaterunser, vielleicht oder ein Bußgebet, oder es gibt auch Jabesgebet, natürlich der Klassiker, das Segensgebet oder das Kampfgebet, und Bibellesegebet ist auch ein sehr interessantes Gebet, wo eben auch plötzlich das Wort von Gottes inspiriert ist durch den Heiligen Geist, plötzlich lebendig wird in uns. Und auf Englisch gibt es so einen Begriff, den habe ich runtergebrochen auf das Deutsch. Wie nennt man das auf Englisch, dieses Bibellesegebet? Das heißt Soapgebet. Und das heißt nicht Soap Opera, was man da kennt von den Serien, sondern Soapgebet. Und das bedeutet einfach die 4 Schritte, die es beinhaltet. Und das machen wir auf Deutsch heute natürlich. Du kannst sehr gerne deine Bibel herholen oder dein Smartphone mit einer Bible-App drauf. Und du kannst auch einen Stift und Blatt Papier oder Notizbuch bereit haben. Du kannst auch dein Smartphone bereit haben, weil ich google viel. Das ist eine Gebetsform, wo ich viel google. Und du kannst das entweder einfach inspiriert von dem, was wir da für Schritte angeben, machen, oder du kannst unseren Schritten einfach mal zuhören und folgen und das dann später selber ausprobieren. Mega cool. Und auf Deutsch sind das die 5 Bs, auf Englisch SOAP, genau, und auf Deutsch sind es die 5 Bs. Und wie gesagt, es wird eine sehr, sehr interaktive Stunde werden, wo ihr effektiv auf eure Bibel nach vorne holt. Smartphone, iPad, was auch immer, spielt keine Rolle, und du wirst merken, dass in allen Sinnen heute durch die Bibel eigentlich Gott beginnt zu sprechen und auch Wegweisung im Leben gibt. Ich weiß nicht, wie das euch jetzt geht mit der ganzen Corona-Krise. Heute Morgen bin ich aufgestanden, bitte, hatte so viele Telefon, WhatsApp und so, und irgendwann habe ich gemerkt, es ist einfach crazy, wie sich so viele Dinge sich geändert hat. Man sagt, es entschleunigt ja das Leben. Ja, das stimmt schon für die einen, für die anderen ist es, aber es beschleunigt uns, weil man plötzlich viele Dinge auch anpassen muss. Wir sind eine Kirche, das heißt, wir können nicht einfach sagen, wir machen nichts mehr, gell? Ja. Sondern wir haben so viele Meetings und Fragen und das und jenes, und wir kennen ja selber die Situation nicht, und ich finde es einfach spannend, dass in der Situation, wo ich wirklich merke, also wenn wir nicht jetzt beten, ja, dann weiß ich auch nicht mehr wann. Und eigentlich ist es ja nicht nur, dass wir beten, wenn es uns schlecht geht, sondern wir beten eigentlich auch, wenn es uns gut geht. Aber wenn es uns nicht schlecht geht, ist es oft ein natürliches Verlangen, wo wir sagen, Gott, ich bin schwach, ich sehe nicht mehr die Möglichkeiten, ich brauche effektiv deine Hilfe. Lass uns beginnen mit dem ersten B, wie man die Bibel beten kann. Das ist das Bibellesen. Was du hörst, man hört durch das Bibellesen mit den Ohren einfach, was man liest, man hört das. Susanne, wie funktioniert der erste Punkt um Bibellesen? Was hörst du mit den Ohren? Genau, du kannst ja die Bibel nur lebendig erleben, wenn du weißt, was in der Bibel steht. Ich habe schon gesagt, meine Eltern haben jeden Tag mit uns Kindern Bibel gelesen, und ich bewundere das heute sehr. Wenn ich das mit meinen Kindern machen wollte, vor 15 Jahren oder so, habe ich erst realisiert, was für eine Disziplin das braucht und mit wie viel Liebe, dass sie uns
3 Kinder da einfach hingesetzt haben und diese Bibel gelesen haben. Und viele von diesen Versen, die ich früher gelesen habe, die habe ich jetzt einfach im Kopf. Wow, und wenn du diese Verse nicht im Kopf hast, dann ist es auch schwierig, dass sie lebendig werden. Also zuerst beginnt es natürlich einfach mit Bibellesen. Was ich liebe am Bibellesen ist, du weißt ja vielleicht nicht, wo du anfangen sollst. Deswegen, heute ist der 20. April. Ja. Und es gibt genau 31 Sprüche 31 Kapitel von den Sprüchen, dann kannst du zum Beispiel einfach Sprüche 20 lesen, wenn du nicht weißt, wo anfangen. Oder du kannst einfach Psalm 20 lesen, wenn du nicht weißt. Dann hast du schon mal 2 Möglichkeiten. Oder dann denkst du, ja gut, das geht dann bei dem Psalm nur bis 31 und dann nimmst du halt 120 oder 131, wenn es der 31. ist. Oder du drehst halt die Zahl um und dann sagst du, ja, dann nehme ich halt Psalm 2 oder irgendwie so. Das hilft mir einfach, wenn ich überlege, ja, welchen Psalm soll ich denn heute lesen? Und wenn du schon jeden Tag mal einen Psalm und die Sprüche gelesen hast, dann bist du schon sehr weit. Also im Psalm 19, Vers 8, und diesen Vers möchten wir beginnen beim Bibellesen, was du hörst, und da heißt, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es macht mich glücklich und froh. Auf seine Gebote kann man sich verlassen, sie machen euch klug, der bisher Gedankenlose in den Tag hineinlebte. Mit anderen Worten, also wer die Bibel liest, der wird glücklich und froh, und es lenkt und leitet dich, weil man nicht einfach gedankenlos in den Tag hineinlebt. Susanne, kannst du mal jetzt einfach dieses Gebet, Bibellesen, zu einem Gebet machen, das für uns jetzt ganz praktisch wird, was man hört mit den Ohren. Also demonstriere uns doch diesen Punkt jetzt doch mal vor. Genau, und ich sage einfach, himmlischer Vater, da ist das Wort Gottes, die Bibel vor uns. Und ich bitte dich, dass du uns die Ohren öffnest, damit wir verstehen, was wir lesen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du in jeden Raum, wo jemand jetzt zuhört, einfach kommst. Dass du jede Person berührst durch dieses Gebet, dass wir dich besser kennenlernen, dass uns eine Seite geöffnet wird über wer du bist. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du der bist, der uns hilft, der uns verstehen hilft, was in der Bibel geschrieben steht. Und ich danke dir, dass du dabei einfach unsere ganzen Sinne gebrauchen möchtest. Genau. Amen. Das erste Gebet beginnt, dass Gott unsere Ohren öffnet, weil es geht ja nicht darum, Hauptsache ich habe das Kapitel durchgelesen, Häkchen, gemacht, erledigt, sondern du kannst bei einem Wort stehen bleiben, du kannst bei einem Satz stehen bleiben, du kannst einen Satz lesen, sagt, der macht keinen Sinn, und du beginnst einfach zu überlegen, was sagt dieser Vers aus, und was eben dann geschieht, ist eben ein Dialog, weil Gebet ist kein Monolog, dass ich zu Gott spreche, sondern es ist auch etwas, wo du plötzlich in deinen Gedanken gehen viele Dinge ab, und darum ist eben das Erste, wenn ich die Bibel aufschlage, und das ist eben auch eine Gebetsform. Viele Leute denken, na, ich lese die Bibel und dann bete ich, das sind 2 verschiedene Dinge, aber das kann man sehr gut kombinieren als eine Gebetsform, die 4 Bs besser gesagt. Und das Erste, was ich brauche, ist offene Ohren, und das ist nämlich gar nicht so einfach, weil die offenen Ohren bedeuten, dass ich auch nicht abgelenkt bin in meinen Gedanken, weil ich stehe dann auf und beginne die Bibel zu lesen, denke aber schon ans Einkauf, denke schon an das Meeting, denke schon an dies und an jenes, und du merkst, obwohl du die Bibel liest, hast du nicht gelesen, weil du bist schon abgelenkt. Und darum öffne meine Ohren, dass ich überhaupt hören kann, brauche ich eine Position, wo ich wirklich nicht abgelenkt bin. Und ich finde das gar nicht so einfach, nämlich in einen Ort zu kommen mit absoluter Ruhe, mit absoluter Stille. Darum sagt auch die Bibel, seid still und erkennt. Und alleine das Erkennen würde ich schon gerne, aber still zu werden ist eigentlich ein Wunder. Und darum ist Worship für mich auch eine Form, wo ich mir meine geistigen Ohren aufmache, und es hilft mir zu singen und mir Gott vorzustellen und mich auch zu fokussieren. Also ich nehme da Ruben hinein. Genau. So. Hallo. Hallo Ruben. Hallo Ruben. Du hast ein Lied ausgesucht, Here is my heart, also hier ist mein Herz, und das passt genau zu diesem Punkt, dass wir Gott einfach bitten, dass er unsere Augen öffnet und unser Herzen fokussiert. Genau. Here is my heart, Lord, have it all.
My hands are open, I let go. I leave behind the things that pull me down and look to you, the Holy One. In you I stand unshakable, my future now unbreakable. So come on, may I choose to stay in your love that won't fade away. Jesus, come and have your way. Jesus, come and have your way. Here is my heart, Lord, have it all. My hands are open, I let go. I leave behind the things that pull me down and look to you, the Holy One. In you I stand unshakable, my future now unbreakable. So come on, may I choose to stay in your love that won't fade away. Jesus, come and have your way. Jesus, come and have your way. 'Cause you are holy, you are holy, you are holy, our God. 'Cause you are holy, you are holy, you are holy, our God. Weil du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig, mein Gott. Du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig, mein Gott. In you I stand unshakable, my future now unbreakable. So come on, may I choose to stay in your love that won't fade away. Jesus, come and have your way. Wow, vielen Dank, Ruben. Mir hilft das, wenn ich die Bibel aufmache und beginne mit der Bibel zu beten, dass ich überhaupt einmal Ohren habe, dass überhaupt in der Lage ist, Gott zu hören, muss ich irgendwie runterkommen, weil so beginnt eben dieses Gebet. Und wenn du merkst, deine Gedanken schweifen auf 1000 Richtungen, und dann bist du eigentlich im Gebet noch gar nicht angekommen. Und da muss man eben gewisse, entweder einfach eine Phase haben, wo man einfach ruhig ist und nochmals alle diese Dinge auf die Seite legt, oder man hört sich ein Worship-Lied an, ein Lieblingssong in dem Sinn, wo du merkst, du kommst runter in diese Position, dass du überhaupt fähig bist, mit unseren Ohren zu hören. Man kann es auch so erklären, manchmal muss man die Ohren wie reinigen, mit Wattenstäbchen sagt man, weil es ein bisschen verstopft ist, damit sie wieder rein und sauber sind. Und so beginnt mein erstes Gebet, wenn ich die Bibel aufschlage und mit Gott einen Dialog beginne, will ich ja hören, was Gott durch das Wort mir sagt, weil Gott macht mich glücklich und happy, aber ich merke oft dann, ja, meine Ohren sind irgendwie verstopft. Dann das Zweite ist das Betrachten. Das ist, was du siehst mit deinen Augen. Du merkst, also die Ohren ist einfach mal, dass du überhaupt mal merkst, ich bin in der Lage, mal überhaupt zu hören, weil meine Gedanken sind geordnet, und dann kommen meine Augen, das Visuelle. Also ich lese ja diese Wörter
und es kommt mir etwas entgegen. Susanne, wie muss man den zweiten Punkt bei diesem Gebet verstehen? Also da könnten wir jetzt zum Beispiel mal zum Psalm 1 gehen, einfach ganz am Anfang. Dann würden wir jetzt den ersten Punkt nochmals wiederholen, halt das Lesen vom Vers 1 bis 3. Also da heißt es, Hoffnung für alle, das ist Kannst so... du jetzt mit aufschlagen, wenn du deine Bibel oder dein Smartphone dabei hast und einfach mal mitlesen? Ich lese gerne aus Hoffnung für alle, weil es ist für mich einfach geschrieben und die habe ich schon lange, diese Bibel, und ich habe mich an die Wörter gewöhnt, aber ich finde zum Beispiel Neues Leben auch gut. Luther ist auch gut, ist einfach ein bisschen holprigere im heutigen Deutsch, aber Hauptsache du verstehst es. Da heißt es bei der Einleitung entweder oder, Ausrufezeichen. Dann würde ich schon denken, okay, gut. Glücklich ist, wer lebt wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Das heißt, glücklich ist, wer nicht lebt wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Glücklich ist, wer sich kein Beispiel an denen nimmt, die gegen Gottes Willen verstoßen. Glücklich ist, wer sich ferne hält von denen, die über alles Heilige herziehen. Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetze des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nahe am Wasser steht, der Frucht trägt jedes Jahr und diese Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Also wenn ich jetzt das lese, jetzt ist es live, heute Morgen, 20. April, habe ich jetzt gelesen, das ist jetzt noch krass, glücklich ist, wer sich ferne von denen hält, die über Gottes Heilige herziehen. Heute gab es einen Zeitungsartikel in der Zeitung über uns, über ISF, finde ihn nicht gut geschrieben, finde ihn immer ein bisschen zynisch verspottet. Und der Vers würde bedeuten, du bist glücklich, Leo, wenn du mit dieser Zeitung deine Finger davon hältst. Wow. Das würde es bedeuten. Das also hast nicht, du jetzt verstanden. Ja, das spricht mich jetzt an. Das ist ein ganz praktisches Beispiel. Ich bin nicht böse auf die Zeitung, aber ich werde sie nicht abonnieren. Und ich hoffe, du auch nicht. Nein, versteht ihr? Ich lese das, weil es ist ganz konkret mir heute geschehen. Ein Artikel über uns, lächerlich, man hat uns bloßgestellt, alles aus dem Zusammenhang genommen, wie auch immer. Und dann steht man auf und denkt, hey, was soll die Kacke, was soll die Scheiße, warum sind Menschen immer gegen Gott, machen die Kirche immer lächerlich? Warum kann man nicht die Kirche einfach stehen lassen wie alles andere? Man zieht ja auch nicht über Menschen her, die irgendwie anders denken und so. Es ist einfach in der heutigen Zeit ein bisschen, ich würde sagen, primitiv eigentlich. Und jetzt heißt für mich mit anderen Worten, lass die Finger von denen. Heißt das nicht, ich bin nicht verletzt, aber das hat mich jetzt gerade angesprochen und ich möchte es jetzt auch ein bisschen konkret mit euch machen, weil jeder hat ein Thema, wo dich nervt und merkst plötzlich, wow, du liest etwas und es kommt dir ein Wort entgegen, merkst du, ein Wort springt dich an. Mich hat es angesprungen, glücklich ist, wer sich von denen fernhält, also halt dich von den fern, die über das Heilige herziehen, also Menschen, die über Gott herziehen in die Kirche, die sind es gar nicht wert, dass man sich mit denen sich befasst, sagt die Bibel. Das finde ich recht krass in dem Sinn, oder? Also nicht böse werden, nicht bitter werden, sondern einfach lass sie liegen. Welches Wort, wenn du jetzt das liest, spricht dich an? Also was springt dir entgegen, wenn du das siehst? Also welches Wort? Und du merkst, es wird ein Gebet daraus. Also was mich angesprungen hat, ist natürlich das Resultat. Der ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Der eine Frucht bringt zu seiner Zeit. Das war immer so ein Lied, da mussten dann die Männer aufstehen und dann mussten die ab und die Frauen hoch. Das gab so einen schönen Kanon. Ja, das ist auch eine Art und Weise, wie man das Wort lebendig machen kann. Also mir ist das Wort Baum, der am Wasser gepflanzt ist, ins Auge gesprungen. Aber mir ist auch Gesetz des Herrn ins Wasser gesprungen, wollte ich gerade sagen, ins Auge gesprungen. Aber bleiben wir doch mal beim Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Und was ich mache beim Betrachten, wenn mir Dinge auffallen, also zum Beispiel Wörter, die man eigentlich verstehen sollte, aber vielleicht doch nicht ganz so versteht, dann google ich nach Synonymen oder
das habe ich zum Beispiel bei Gesetz gemacht. Ich verstehe Gesetz, was das heißt, aber das löst immer etwas Negatives aus bei mir, weil Gesetz, da kann ich nicht mithalten, da kannst du sowieso nicht genug machen, das reicht sowieso nie. Und deswegen habe ich jetzt zum Beispiel mal das Wort Gesetz gegoogelt. Was heißt es denn eigentlich? Und wenn du jetzt einen Bibeltext liest und du merkst, dass ein Wort bei dir hochkommt, sei es positiv oder sei es auch, dass es etwas auslöst bei dir, dann schau doch mal, was Synonyme sind. Also ich kann dir jetzt zum Beispiel erzählen, was das Synonym oder Worterklärung für Gesetz ist. Ich bin gespannt. Das heißt vom Staat festgesetzte, rechtlich bindende Vorschrift, ein strenges Gesetz. Und dann habe ich gedacht, ja genau so ist es, kommt es mir rein, strenges Gesetz und du musst das Ja befolgen, sonst bist du sowieso kein so ein Baum am Wasser. Und da ich das sowieso nie einhalten kann, bin ich nie ein Baum am Wasser. Das sind so die ersten Gedanken. Aber dann habe ich weitergesucht und es steht, es ist einer Sache innewohnendes Ordnungsprinzip. Und weißt du, ich liebe Ordnung. Und dann hat dieses Wort plötzlich meine Aufmerksamkeit, weil ich gemerkt habe, aha, es geht nicht darum, dass ich alles richtig mache, sondern es geht um eine Ordnung. Kann ich zu dem was sagen? Ja. Es ist eben, wenn man das hört von Ordnung, dann denkt man, ja, das sind jetzt wieder die ganz korrekten Leute, die alles gerne ordentlich haben. Aber ich nehme das Wort ordentlich, vielleicht ein gutes Beispiel ist bei den Finanzen. Wenn man in den Finanzen keine Ordnung hat, ist Chaos und man hat Schulden und man kommt nie aus dem Teufelskreis raus. Und wenn man viele Leute die über Finanzen, Budgets predigen und auch Dinge erklären, sagen immer, das Erste ist, um glücklich zu werden mit den Finanzen, ist eine Struktur und eine Ordnung. Bei den Finanzen leuchtet es uns extrem auf und dann bei anderen gewissen Punkten sagen wir, ja, Gott ist mega gesetzlich. Geht nicht um das Gesetz, sondern da, wo Ordnung ist in unserem Leben, da entsteht eben das Glück, die Happiness und auch den Segen von Gott und wie eine Klarheit. Das ist mir eben noch so in den Sinn gekommen, weil sonst hört sich das immer so an, es gibt Ordnung, man muss das alles so machen, aber ich brauche immer ein Bild, das mir eben hilft, zu verstehen, dass Gott ist ein Coach, ein Mentor, der ist gar nicht da, zu sagen, du darfst das und das nicht, sondern wenn du das tust, es ist besser für dich, weil mit dem schießt du wie mehr Tore, in Fußballsprache zu bleiben. Ja, und jetzt stell dir mal vor, du liest am Morgen als erstes, nachdem du einen Kaffee rausgelassen hast, diese paar Verse. Du merkst, ach ja, genau, so habe ich mir Gott vorgestellt, Gesetz, da komme ich sowieso nie hin. Aber du bleibst da mal stehen, googelst das nach und merkst auf einmal, aha, das hat mit Ordnungsprinzip zu tun. Das ist bereits, als hätte ich am Morgen früh schon ein halbes Glas Wasser getrunken. Das ist krass. Tut einfach gut. Und das ist ja noch nicht alles. Es geht noch weiter. Es gab noch eine zweite oder eine dritte Erklärung. Das ist ein Zusammenhang bestimmter Dinge und Erscheinungen der Natur. Naturgesetz. Ja, wenn es regnet, wird es nass oder das Schwerkraftgesetz, es fliegt einfach auf den Boden. Das sind Naturgesetze und das ist nicht gut, nicht böse, nicht falsch oder nicht richtig, sondern das sind einfach Gesetzmäßigkeiten. Und deswegen hat es mir jetzt zum Beispiel schon extrem Druck weggenommen und den Blickwinkel geöffnet, was eben Gesetz meint. Und dann bin ich zum Beispiel mit diesem Vers im Hinterkopf letzte Woche spazieren gegangen. Auf dem Rückweg habe ich einen anderen Bibelvers gelesen und da ist mir das Wort Gesetzlosigkeit so einfach aufgefallen und habe ich gedacht, ja, Gesetzlosigkeit, das ist, wenn überall der Müll rumliegt, wenn niemand aufräumt, wenn niemand den Müll wegträgt, wenn alle alles liegen lassen und da fühle ich mich gar nicht wohl und das will ich auch nicht und auf einmal habe ich gemerkt, Gesetz ist eigentlich etwas Gutes. Das ist ja jetzt nur ein Wort vom ganzen Vers. Was wir sagen möchten, wenn du das beginnst zu lesen mit den Augen, dann springen dir Wörter entgegen. Hier ist das Wort glücklich, 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 glücklich. Na, jetzt haben zwei Personen, ich möchte es ganz kurz vorlesen, auf Insta live die Frage gestellt, was ist es, wenn es mein Ehemann ist, der über den Glauben herzieht, oder was ist es, wenn es die eigenen Geschwister sind? Und du merkst, jetzt bist du eigentlich schon bei gewissen Bibelpunkten, bist du schon eigentlich am Kern von deiner
Not eigentlich angelangt. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich dann auch überlegt, okay, wenn mein Ehemann mich immer wieder spottet, herabzieht, dann löst es was aus. Und da würde ich jetzt sagen, irgendwo in einer Ehe muss man auch Dinge respektieren. Also in Englisch gibt es diesen Wort, I'm agree to be disagree. Ich bin einverstanden, obwohl ich das nicht gleich sehe. Und es ist mega wichtig im Leben, dass man auch gewisse Dinge stehen lässt, die man ganz, ganz anders sieht. Das ist eine Grundausrichtung in einer Freundschaft, in einer Ehe. Es ist auch bei uns nicht so, dass wir alles gleich sehen. Man muss auch nicht alles gleich sehen. Aber man muss diesen Respekt haben. Das würde ich jetzt dieser Person sagen. Und wenn es Geschwister sind im Glauben, heißt ja nicht, wenn es Geschwister sind, dass man mit allen gleich gut auskommen muss. Es gibt auch spezielle Brüder und Schwestern. Es gibt ganz verschiedene Arten. Und manchmal macht man auch einen Bogen um die Person, nicht weil sie böse ist, sondern es klickt nicht, es funktioniert nicht. Aber das ist eigentlich im Leben in dem Sinn auch normal. Aber ich finde es eben krass. Bei mir ist jetzt vielleicht die Medien heute, die mich ein bisschen hergezogen ist. Es kann dein Ehepaar sein, das kann deine Frau sein, können Geschwister sein, es kann auch dein eigener Chef sein, der Dinge in deinem Leben tut. Und jetzt merkst du, wenn du beginnst, die Bibel zu lesen, kommt ein Wort hervor. Wenn es jetzt ein anderer Psalm wäre, Psalm 5, kommt vielleicht ein anderes Wort dir entgegen. Und das ist eben das Coole, weil wenn du verschiedene Psalmen nimmst, gibt es verschiedene Themen, die plötzlich so aufploppen in dem Sinn. Also das ist ja jetzt einfach, wenn wir ein Wort nehmen und nach Synonymen googeln. Ich habe dich jetzt fast unterbrochen, du wolltest noch was anderes sagen, aber ich möchte noch ein Beispiel machen. Wenn man ein Bild nimmt, eben das Bild vom Baum, der am Wasser gepflanzt ist, und man das mit Bildern veranschaulicht, nicht mit Wörtern veranschaulicht, sondern mit Bildern veranschaulicht. Soll ich da weitermachen? Oder? Ja, du hast es gerade, genau. Ich habe gerade übernommen, mache ich gerade weiter. Du weißt, was du sagen willst, genau. Bevor ich weiß, was du sagen willst. Da heißt es ja weiter in diesem Text, also wenn wir das mit dem Gesetz geklärt haben, dann heißt es weiter, der ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist. Und da möchte ich einfach ein Bild vor Augen haben. Das steht da, wie gesagt, schwarz auf weiß, aber wir alle wissen ja grundsätzlich in der Schweiz lebend, oder ich würde jetzt auch mal sagen, großteils Europa, wissen wir, wie ein Baum nah am Wasser gepflanzt aussieht, weil das ist jetzt nichts, das ist jetzt etwas Alltägliches. Trotzdem habe ich damals ein Bild gesucht und was eben spannend ist, ich suche dann so lange nach einem Bild, bis ich merke, da tut sich etwas auf in meinem Herzen. Also ich habe jetzt einfach Google eingegeben, Baum nah am Wasser gepflanzt und dann kommt eine Reihe von Bäumen. Und dann kannst du entweder den nehmen, der dich am meisten anspricht, hat mich jetzt keiner besonders angesprochen, aber beim Scrollen habe ich dann, nein, es ist weg, komm grad. Den Baum. Beim Scrollen habe ich dann einen dürren Baum gefunden. Dann habe ich gedacht, aha, das ist spannend. Das ist das Gegenteil von einem Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist. Der ist eben dürr. Also dann hatte ich jetzt schon mal diese beiden Bilder von einem grasgrünen Baum und von einem dürren Baum. Aber ich habe gemerkt, Gott, das spricht mich immer noch nicht an, weil sollte ja eine Aussage über meinem Leben sein. Und ich habe es einfach noch nicht, ich habe es noch nicht gesehen. Und was macht man, wenn man es noch nicht sieht? Dann sagt man, Heiliger Geist, das redet noch nicht zu mir. Und dann geht es vielleicht ein paar Stunden, vielleicht macht es auch so und du hast ein Bild. Dann habe ich mich effektiv in diesem Moment daran erinnert, dass ich mal bei einem Flugzeug vorne sitzen konnte, exakt in dem Moment, als wir übers Nildelta geflogen sind. Und was da fantastisch war, dann hatten wir eben die beiden Dinge zusammen. Wir hatten die Wüste und wir hatten das Nildelta, wo es eben alles grün war. Und dann habe ich gegoogelt. Nein, auch nicht. Kommt. Dann habe ich gegoogelt, Nildelta. Und da habe ich gemerkt, dass dieser Vers oder diese Aussage, ein Baum nah am Wasser gepflanzt, jetzt mein Herz erreicht hat. Weil es mir eine Vorstellung gibt. Also ich bin nicht da in der Wüste, sondern ich bin eben da, wo es grün ist. Das liegt alles sehr nahe beieinander. Und ich meine, das wissen wir alle, in dieser Krisenzeit, wo wir jetzt gerade drinstecken, liegt
Freude und Herausforderung so nahe beieinander. Aber ich, so steht es da, bin der Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist. Und so habe ich ein Bild bekommen, mit dem ich was anfangen kann in meinem Alltag. Du kannst vielleicht nichts anfangen mit dem Bild, vielleicht trotzdem, vielleicht hast du ein anderes Bild, aber so beginnt für mich die Bibel zu leben. Ja, und jetzt denkst du vielleicht, was hat es mit Gebet zu tun, eben mehr, weil es entsteht ja ein Dialog, es ploppen Wörter empor oder es kommt ein Bild dir entgegen und aus dem entsteht eben ein Dialog und Gebet ist ein Dialog. Gebet ist nicht einfach so, ich lese die Bibel durch, mache es zu und sage, Gott, hier bin ich, sprich zu mir, sondern Gott spricht durch die Bibel und es entsteht dieser Dialog. Und ich werde Ruben nochmals reinholen, ist immer mega cool, nochmals ein Worship zu singen. The Giant Falls, das ist ein Lied geschrieben von ICF Zürich, wo es darum geht, dass Gott auch Riesen in unserem Leben besiegen kann, genau wie David den Goliath. Und ich glaube, jede Person hat einen Riesen in deinem Leben. Das kann eine Krankheit sein, das kann sein Ängste um die Zukunft, finanzielle Nöte, Familie, Ehe, was auch immer. Und lasst uns einfach diesen Song auch singen als ein Statement. Gott, ich höre, Gott, aber ich habe auch Augen zu sehen, dass du ein Gott bist, der große Wunder bei uns vollbringen kann. So, Ruben, das hast du lange warten dürfen oder müssen. Genau, aber das ist halt immer bei den Worshipern so. Die sind immer kurz vor der Predigt dann und dann nachher wieder. Und dann dazwischen müssen sie zuhören. Die sind uns gewohnt. Ja. Genau. Here and now, look to you. Every heart is set on you. There's nothing else that we need more. Spirit, you are welcome here. 'Cause we believe you are who you say you are. No one greater than our God. So let the giants fall as you fight for us. No one stronger than our God. I put my faith in all you are, the solid rock on which I stand. Your love is stronger than all fear. Surrender now, for you are here. 'Cause we believe you are who you say you are. No one greater than our God. So let the giants fall as you fight for us. No one stronger than our God. Yes, we believe you are who you say you are. No one greater than our God. So let the giants fall as you fight for us. No one stronger than our God. Yeah, and I will shout it out, and I will sing about you've already won. For the battle is the Lord's. I will shout it out, I will sing about you've already won. For the battle is the Lord's, and I will shout it out, I will sing about you've already won. For the battle is the Lord's, I will shout it out, I will sing about you've already won. For the battle is the Lord's.
Oh, the battle is yours. 'Cause we believe you are who you say you are. No one greater than our God. So let the giants fall as you fight for us. No one stronger than our God. Herr Ruben, vielen Dank. Das ist auch einer meiner Lieblingssongs. Wirklich, das kann ich jetzt auch von Herzen sagen, weil es gab einen kleinen Teil in diesem Song, den ich mitentwickeln durfte. Ja. Welcher Teil? I was shouted out, I was green about, na 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 na. Ich glaube das. Keine Ahnung. Schön. Oder vielleicht war es ein anderer Song. Irgendwann habe ich mitgemacht. Wie auch immer. Susanna, das dritte Gebet, was wir jetzt auch weitergehen möchten, ist das Beispiel. Wir haben gesagt, Bibel lesen, dann betrachten mit den Augen. Und das dritte ist ein Beispiel, was du erlebst mit Händen und mit deinem Mund. Also was muss man darunter verstehen mit Psalm 34, Vers 8? Ja, weißt du, was ich halt spannend finde, ist, dass das Bibellesegebet effektiv die Sinne anspricht. Und im Psalm 34, Vers 8 steht, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Das habe ich jetzt aus der Luther-Übersetzung genommen, weil da das Wort schmecket drin ist. Wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Und dann denkt man so, hey, es ist effektiv so, du kannst das schmecken, wie freundlich das der Herr ist. Schmecket und sehet. Psalm 34, Vers 8, was steht bei dir? Der Engel des Herrn stellt sich schützend vor alle, die Gott ernst nehmen und bringt sie in Sicherheit. Na ja gut, dann ist das der Vers 9. Probiert es aus und erlebt selbst, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Und deswegen liebe ich manchmal Luther-Übersetzung, einfach als Kombination mit der Hoffnung für alle, weil es nochmal so spannende deutsche Wörter hat, wie schmecket und sehet. Also nicht nur den Vers betrachten, sondern eben auch fühlen. Das heißt, da hat Substanz drin und die löst sich erst heraus, wenn ich es geschmeckt habe. Hast du dir schon mal überlegt, wie sich Psalm 23 anfühlt? Nein. Oder, also wir haben jetzt Ohren, Augen, Hände, Mund. Das sind schon mal 4 Sinne, es gibt noch einen 5., das ist die Nase. Dann habe ich mir überlegt, wie riecht Psalm 23? Ich bin jetzt noch auf keinen Schluss gekommen, aber... Der Herr ist mein Hirte. Ja, wie das riecht. Das riecht nach Schaf, das riecht nach Weide, das riecht nach Lamm. Das lämmelt irgendwie. Das ist so, wenn ich jetzt im Psalm 23 meine Augen zumache, dann rieche ich die Schafe vor mir und das Gemäh höre ich natürlich dann auch. Und dann mit meinen Händen, wenn ich dieses Fell so antatsche, es fühlt sich noch ganz speziell an. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wie sich das anfühlt, aber ein bisschen wollig. Ich glaube, wollig ist das beste Beispiel. Und was ich einfach faszinierend finde, ist, dass wir mit unserem ganzen Sein und Fühlen und Denken involviert sind in das Wort Gottes und ins Bibellesen und das begeistert mich. Also, als ich das Wort gelesen habe, schmeckt und seht, dann kommt mir die Szene in den Sinn, wo meine Mutter Kuchen gebacken hat in der Küche. Schmeckt. Also weißt du, da probierst du etwas, da kannst du dich nicht zurückhalten und du schmeckst es, wie der Kuchen, wie er eben ist. Also ob es Schokoladenkuchen ist oder Vanillekuchen. Und für den Bibeltext ganz praktisch bedeutet es, was gibt es für ein Beispiel im Alltag? Und da möchte ich jetzt Was gibt es für ein Beispiel? Also jetzt zu diesem mit dem Baum betrachtet, da habe ich ja jetzt schon fast das Beispiel mit dem Nildelta. Ja, das genau. gibt für mich ein Gefühl, was der Vers aussagen möchte. Aber ich möchte jetzt einen anderen Vers nehmen, einer, der auch sehr bekannt ist. Alle eure Sorgen ladet alle eure Sorgen bei Gott ab. Das ist so ein phänomenaler Vers. Aber wie fühlt der sich an? Ich habe schon x-mal meine Sorgen
vermeintlich abgeladen, aber es hat sich einfach nichts verändert. Und das ist genau mein Punkt. Das Beispiel ist so praktisch. Was ist ein Beispiel? Ja? Okay, weil oft ist so, man lädt es ab bei Gott so und dann macht er nichts und dann holt man es wieder. Ja. Man erzählt es ihm Ja, nur, so. anstatt dass man es abladet. So, und dann sagt Gott, ich übergebe es dir. So, machen wir keine Sorgen und mehr. du Am nächsten Morgen merkst du es immer noch da und dann nimmt man sich das selber in die Hände. Und jeder von uns hat jetzt vielleicht ein anderes Gefühl, das dir hilft, eine Vorstellung zu kreieren, was es bedeutet, wenn du es eben abgeladen hast. Ich habe eins, und zwar habe ich angefangen, mir so eine To-Do-Liste zu machen mit ganz verschiedenen Sachen und immer wenn was erledigt ist, dann kann ich das so durchstreichen und dann ist es abgehakt. Das gibt mir ein Gefühl, dass ich es nicht mehr machen muss, nicht mehr dran denken. Jetzt habe ich effektiv, muss ich eine Predigt vorbereiten. Ich habe das auf meine To-Do-Liste geschrieben und das hat mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil du musst ja Inhalt bekommen, du musst ja kreativ sein, du musst irgendwie gerade besonders empfänglich sein, damit da ein Inhalt kommt. Habe das da auf der To-Do-Liste und dann habe ich in meinem inneren Auge gesehen, dass ich das für diesen Tag schon abgehakt habe. Und da habe ich begriffen, das bedeutet, wenn ich meine Sorge für diesen Tag um dieses Thema bei Gott abgegeben habe. Und das hat sich so praktisch angefühlt, weil ich ein Beispiel und ein Gefühl dafür hatte. Ja, was andere auch machen, man soll die Sorgen auf Gott werfen. Man nimmt dieses Blatt, man zerknittert es und man wirft es weg. Warum wegwerfen? Das kann man nicht mehr zurückholen. Aber oft legen wir es beim Kreuz hin und dann holt man es beim Kreuz wieder. Aber wegwerfen ist auch so, wirklich so, weg von mir, ich hole mir das nicht mehr. Und dann wird eben das auch, man erlebt das in dem Sinne, eine To-Do-Liste, und du kannst auch, wenn du den Psalm 23 liest, dass du schaust, wo gibt es ein Schaf, eine Weide, gehst hin und schaust einmal die Schafe an und versuchst es zu riechen und dann zu überlegen, so schmeckt das ja auch. So bewegt sich ein Schaf, wie es das auf einer saftigen Wiese ist, wie es einfach frisst, wie es sich hinlegt. Dann denkst du, aha, so sollte sich mein Leben anfühlen. Jetzt habe ich wenigstens ein Beispiel, jetzt musst du nur noch wissen, wie du das auf dein Leben selber überträgst. Genau, du merkst, beim Bibellesegebet, das ist ganz, ganz praktisch. Erstens, ich beginne mal zu hören, überhaupt mal an den Punkt zu kommen, dass ich stille sein kann. Das ist in sich schon ein krasses Wunder. Dann, ich beginne zu lesen, ein Wort springt mir in meine Augen und es spielt gar keine Rolle, welches Wort, das kann ein Komma sein, ein Ausrufezeichen, es kann ein Titel sein, ein Selah, was auch immer, spielt keine Rolle. Und dann möchte ich das auch erleben mit meinen Händen und Mund, also ganz, ganz praktisch, man könnte einen Baum umarmen, man könnte einen Baum pflanzen gehen, man könnte einen jungen Baum anschauen, man könnte einen alten Baum anschauen, man könnte verschiedene Bäume anschauen, es gibt verschiedene Menschen. Ich glaube, jeder verschiedene Baum wird wieder etwas anderes zu dir sagen. Und Gebet ist nichts anderes als ein Dialog. Wir müssen wegkommen von dem Monolog, dass ich lese, Gott schweigt, oder Gott schweigt und ich rede. Es ist immer ein Dialog. Und egal, wenn du schon beim ersten Punkt schon stehen geblieben bist, dass du merkst, ich kann gar nicht hören, no problem, da brauchst du halt eine ganze Stunde, überhaupt mal still zu werden, das spielt doch gar keine Rolle. Hauptsache ist, dass am Ende vom Gebet du merkst, du hast etwas erlebt mit deinem Gott im Himmel. Und das finde ich mega, mega faszinierend. Ja, und wenn wir jetzt nochmal zum Psalm 1 zurückgehen und ein Beispiel suchen für den Alltag, dann finde ich es eben auch spannend, das, was du gesagt hast, wegen was in der Zeitung steht. Und das spricht jetzt zu mir vielleicht etwas anderes, als es zu dir spricht, aber ich habe mir einfach überlegt, genau, das bestätigt das, was ich schon seit einiger Zeit in mir rumtrage, dass ich Acht gebe auf das, was ich als erstes am Tag in mich hineinlasse. Und zwar nicht News, zwar nicht Social Media, nicht irgendwelche News, sondern dass ich als erstes in mich hineinlasse, was im Wort Gottes steht, weil das drängt meine Wurzeln und dann bin ich ein Baum, der nah am Wasser steht. Und diesen Zusammenhang, den habe ich jetzt einfach, der hat sich für mich ergeben mit dem, was du gesagt hast, mit dem, was ich erlebt habe, und das finde ich auch immer wieder faszinierend, dass eben Gott verschiedene Menschen braucht und es dann ein großes Ganzes gibt.
Bevor wir zum vierten Gebet gehen, möchte ich noch mal einen Worship-Song singen mit Ruben. Another in the Fire, das ist das Lied, was heißt, ich glaube, David in der Löwengrube, oder? Oder das Feuer. Ja, genau, die Freunde von Daniel, die 3 Freunde im Feuerofen. Und die haben dann gemerkt, wir sind gar nicht alleine, weil oft hat man das Gefühl in unseren Kämpfen, wir sind alleine. Dieser Song sagt genau aus, wenn ich durchs Feuer gehe, wenn ich in der Löwengrube bin, wenn ich vor diesem Goliath stehe, ich bin gar nicht alleine, ich habe einen Gott an meiner Seite, der ist stärker als alles andere. Und es ist ein wunderbarer Song von Hillsong, die schreiben super coole Songs und ich finde es auch mega cool, dass man heutzutage Lieder singt von der ganzen Welt, von Bethel, von Hillsong, von Planet Checkers, von ICF, von Krishona, von Pfingstgemeinde, was auch immer. Die Welt ist so spannend geworden von Worship. There's a grace when your heart is on the fire. Another way when the walls are closing in. And when I look at the space between where I used to be in its reckoning, I know I will never be alone. There is another in the fire, standing next to me. There'll be another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding how good you've been to me, I count it joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. And there is no other name but the name that is Jesus. He who was and still is and will be through it all. So come what may in the space between all the things unseen and this reckoning, I know I will never be alone. And I know I will never be alone. There'll be another in the fire, standing next to me. There'll be another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding how good you've been to me, I count joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. There is another in the fire. Oh, there is another in the fire. Oh, and I can see the light in the darkness. As the darkness bows to him, I can hear the roar in the heavens. As the space between was thin, I can feel the ground shake beneath us as the prison walls cave in. Nothing stands between us. Nothing stands between us. I can see the ground in the darkness as the darkness bows to it. I can hear the roar in the heavens as the space between was thin. I can feel the ground shake beneath us as the prison walls cave in. Nothing stands between us. Oh, nothing stands between us. You'll be standing next to me. There'll be another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding how good you've been to me, I count it joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. Ich liebe diesen Song, weil er mich so bewusst macht, wir sind nicht alleine auf dem Wasser, wir sind noch nicht alleine in unseren Kämpfen, wäre Feuer umgeben von Löwen, von Goliaths, von Stürmen, von Krisen.
Ich habe einen Gott, der zu mir steht. Ruben, vielen Dank. Vielen Dank, Man sieht sich Ruben. an einem anderen Tag wieder. Shalom. Vielen, God vielen bless you. Dank. Liebe Grüße an Ruth. Sag ich gern. So, das letzte beim Bibel, also nicht das letzte, der letzte Gedanke beim Bibellesegebet ist beten, was du antwortest und man überlegt, was du aussprichst. In Psalm 19, Vers 4 hast du aufgeschrieben, möchte ich das vorlesen. Vers 14. Vers 14, auch noch cool, ohne Worte redet sie, kein Laut kann man hören. Also, Vers 14, so ist es hier. Bewahre mich vor gewissenlosen Menschen und lass nicht zu, dass sie Macht über mich gewinnen. Dann werde ich dir nie mehr die Treue brechen und frei sein von schwerer Schuld. Also ein Gott, der hat gesagt, ich werde immer für euch da sein, also wie ein Bund, den Bund werde ich nicht zerbrechen. Weißt du, was lustig ist? Ja. Also offensichtlich ist Hoffnung für alle und Luther um einen Vers verschoben, weil es wäre jetzt bei mir der Vers 15. Vers 15. Herr, lass meine Worte und meine Gedanken gefallen. Ja. Bei dir bin ich geborgen, du bist mein Retter. Er hört sich schon ein bisschen an, dann, ja. Das ist kein Thema. Hast du jetzt gerade gedacht, was ich da für einen Vers ausgesucht habe? In Luther-Übersetzung heißt es, lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Hort und mein Erlöser. Also das bedeutet für mich einfach, beten ist das, was ich antworte. Nachdem, was ich alles gelesen habe, also gehört habe, was ich mit meinen Augen gesehen habe, was ich betrachtet habe, was für ein Beispiel das zusammengekommen ist, und dann gebe ich Antwort darauf. Darum lass dir meine Worte und Gedanken gefallen, weil es gehört zusammen, das, was wir denken, das sagen wir oft auch. Nicht immer, oft auch. Und darum, lass uns das tun vom Ende von dieser Gebetszeit, dass wir einfach aussprechen, dass jetzt du auch zu Hause aussprichst, was dir bewusst geworden ist, was du gehört hast, was du gesehen hast, was du erlebt hast. Und einfach, dass du es jetzt aussprichst zu deinem Gott im Himmel, dass deine Worte und Gedanken ihm gefallen mögen. Susanne, kannst du dieses Gebet mit uns zusammen einfach beten? Himmlischer Vater, ich möchte dir einfach so Danke sagen, dass du durch die Bibel zu uns sprichst. Und ich möchte dir Danke sagen, dass die Bibel, das Wort Gottes einfach belebt und dass es eine Kraft ist. Und das haben wir heute wieder ganz praktisch erlebt. Das beinhaltet Substanz, die uns nährt, die uns stärkt, die uns den Weg zeigt, die uns Rat gibt, die uns Dinge aufzeigt, wo wir einfach unser Leben weise gestalten können. Und ich danke dir, dass ein Geheimnis darin steckt, dass wenn wir zuerst einfach in deinem Gesetz lesen, was ja Ordnung meint, was etwas Gutes meint, was Unordnung verhindert, dass wir dann sind wie Bäume, die am Wasser gepflanzt sind und in Krisenzeiten einfach Wasser haben, wo nebenher vieles vertrocknet und vieles verdurstet und verdörrt. Da hast du vorgesorgt, dass wir immer noch dieses Leben bekommen, jeden Tag aufs Neue. Und dafür möchte ich dir einfach von ganzem Herzen Danke sagen, dass so viel Kraft und so viel Leben und so viel Energie in deinem Wort steckt. Und ich möchte dir, Gott, Danke sagen für das Glück, das du uns gibst. Du hast gesagt, glücklich ist, wer den Rat Gottes sucht. Glücklich ist, wer sich an deine Gebote und Ordnung und Prinzipien hält. Und glücklich ist, wer sich ausrichtet mit allem, was es gibt, nach diesem Gott im Himmel. Glücklich ist der sich fernhält von Menschen, die deinen Glauben zerstören. Glücklich ist der auch sein Haus auf einen Felsen baut, nicht auf Sand. Und ich bin so dankbar, dass du, Gott, hast gesagt, die Freude an Gott ist unsere Stärke und mit unserem Gott können wir über Mauern springen. Und jeder von uns hat eine Mauer, jeder von uns hat eine Challenge im Leben, kleine Mauer, große Mauer, unüberwindbare Mauer. Aber ich kann mit meinem Gott über diese Mauern springen. Und das hast du mir zugesagt und für das bin ich so dankbar, weil ich merke, dass wenn ich die Bibel lese, es nährt meine Seele und es nährt meinen Geist und es bewirkt in mir die Hoffnung,
dass das, was unmöglich ist, wird wieder möglich werden, weil du bist ein Gott, bist nicht gebunden an Zeit, an Raum und an Grenzen. Gott ist grenzenlos. Gott ist möglich, alle Dinge zu bewirken. Und ich danke Gott, dass du meine Freude bist. Ich danke Gott, dass du mein Glück bist. Ich danke Gott, dass du meine Versicherung bist. Und ich danke Gott, dass du mein Versorger bist, dass du meine Gerechtigkeit bist, dass du auch meine Stärke bist und dass du auch mein Rückhalt in meinem Leben bist. Du bist wie ein Anker, der ist gesetzt. Und ich weiß, im großen Sturm, du hältst. Du lässt nicht los, weil du bist ein ewiger, allgegenwärtiger und allmächtiger Gott. Nicht einfach nur ein Gott, allmächtig, allgegenwärtig und ein Gott, der mit einem Wort diesen Coronavirus stoppen kann. Das kann er. Das kann mein Gott. Das kann Gott machen. Und wenn er es nicht macht, dann macht Gott etwas in uns. Und das macht Gott auch. Gott lässt Dinge zu, weil Gott in uns ein Wunder bewirken möchte. Und ich bin so dankbar, dass meine Ohren dich heute hören. Und ich bete, dass meine Augen die Wunder Gottes sehen. Und ich bete, dass meine Hände heute deinen Willen tun. Und ich möchte heute mit meinem Mund schmecken, wie gütig und gnädig und barmherzig du Gott bist. Gib mir so diese Gefühle. Und ich bin dankbar, was ich ausspreche an Komplimenten, an E-Mails, an WhatsApp, an Zoom-Calls, dass das zu Leben sich verändern wird, weil du bist ein lebensspendender Gott. Und alles, was Leben zerstört und vernichtet und blockiert, raubt, lähmt, irritiert, verwirrt, all das nehme ich weg im Namen von Jesu Christi in deinem Leben. Ich sage, du hast einen klaren Geist, einen aufrichtigen Geist und einen Körper, der in der Stärke Gottes gegründet ist. Denn wir werden auffahren wie Adler mit mächtigen Schwingen. Und die Jugendlichkeit und die Dynamik Gottes soll dich im heutigen Tage beflügeln, motivieren und tragen. Und wir sagen Amen. Amen. So sei es. So, vielen Dank, dass du mit uns diese Stunde, das Bibellesegebet gebetet hast. Genau, vielleicht ganz eine neue Form in dem Sinn. Und ich freue mich auf morgen, auf eine neue Gebetsform. Also du wirst erstaunen, die Gebetsformen gehen nicht aus. Und wir wünschen euch Gottes Segen. Sei gesegnet und mit dieser Gebetsform. einen mega starken Tag. Mach's Love you. gut. Ciao. Bye bye. Tschüss. Tschüss.